Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir haben in der letzten Folge da ziemlich zu tun gehabt in der Bastion. Da ist irgendwie ein Krieg ausgebrochen zwischen Maldraxxus und der Bastion. Wir haben sie da fleissig unterstützt und haben gleichzeitig jetzt wieder eine Quest bekommen für eigentlich das Dungeon. Wir müssen uns momentan auf dem Pfad folgen, optimal fliegt nach Oribus. Das heisst, wir machen uns eigentlich auf den Weg dort hin. Weil für mich sieht das Ganze nämlich so aus, als wären wir jetzt komplett langsam fertig mit da. Wir haben jetzt 6 von 7 Kapiteln eigentlich schon abgeschlossen. Darum gehe ich jetzt mal davon aus, dass es möglich wäre, dass wir jetzt ab ins nächste Gebiet kommen. Die Frage ist einfach, in welches, was passiert und wie kommen wir da hin. Und ich würde sagen, für das machen wir uns doch auf den Weg mal zum Flugpost. Ich glaube, da oben können wir dann schon mal, wenn ich mich nicht täusche, können wir von da aus da raufgehen. Und dann haben wir ja gleichzeitig jetzt eine Quest für ein Dungeon. Jetzt ist einfach die Frage, wie lange stehe ich an für ein Dungeon momentan? Weil momentan haben wir wie viele Dungeons frei, die wir bekommen? Nur eins, also wirklich eigentlich die noch kritische Schneise. Also es wäre wirklich mal eine Überlegung wert, zu sagen, komm, wir gehen jetzt für ins Dungeon rein, weil durch das hätten wir wirklich dann auch die Quest, wo wir da wirklich ein mega gutes Bruststück würden bekommen. Aber ich glaube, am besten ist wirklich, ich melde mich einfach mal an und schaue mal, wie lange das etwa dauert. 5 Minuten nur. Ja, dann würde ich sagen, wir melden uns mal an und schauen mal nach, ob wir dort genug schnell ein Plätzchen finden. Und dann könnten wir uns ja auf den Weg machen mit denen. Oribus, genau. Wir müssen da Richtung Oribus. Wenn es jetzt wirklich nur 5 Minuten dauert, dann könnten wir uns wirklich sagen, komm, wir tun uns mal das erste Dungeon von der Schattenlande an. Also ich würde natürlich auch nicht Nein sagen. Also mal ein bisschen angüchseln, was dort so losgeht, weil von denen habe ich wirklich momentan noch nicht so gross einen Plan. Und da würde ich mich auch freuen, wenn die mal ein bisschen mit meinem Jäger anschauen. Also mit dem Jäger habe ich, ja, einfach mal mit dem Jäger ein paar Dungeons zu machen. Wäre auch mal nicht schlecht. Und so würden wir auch schneller im Level vorankommen. Das heisst, wenn wir jetzt wirklich ins Dungeon reinkommen, gehe ich davon aus, dass wir es schaffen, Level 54 abzuschliessen. Ja, und ich würde sagen, das wäre nicht mal so ganz schlecht. Wir müssen nachher noch schauen, dass wir den Beutel mal lernen. Wir haben jetzt schon 10.000 Gold beieinander. Das ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Später werden wir wahrscheinlich dann noch einiges brauchen, weil ich habe nachher vor, sobald der Level 60 ist, dann wirklich komplett ausrüsten. Wirklich dann auch Dungeons laufen, raiden, machen und tun. Und darum würde ich mal sagen, aber ich habe eigentlich vor, das einen zu meiner Hauptcharaktere machen lassen. Und darum denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg. So, was haben wir da? 5 Minuten, ja. Ja! Es könnte dann, aber ich weiss halt nicht, wie lange das Dungeon geht. Also wenn das Dungeon dann wirklich so irgendwie 40, 50 Minuten geht, ist das halt ein bisschen mühsam. Aber gleichzeitig würde ich mal sagen, eben, es lohnt sich durch das, dass wir wirklich auch die Quest dazu haben. Und ich will unbedingt die Brust. Die sieht so genial aus. Ich meine, 13 Rüstung, 2 Beweglichkeit, 30 Ausdauer, 4 kritisch und 9 Meisterschaft. Ist nicht gerade alte Welt, aber die 30 Ausdauer allein, die bringen uns wirklich ziemlich viel Leben. Also ich glaube, wir werden locker bis 13.000 Leben raufkommen. Weil momentan haben wir ja eigentlich noch ziemlich gute Werte. Ich meine, mit 31 kritisch und 33 Meisterschaft sind wir momentan wirklich ziemlich gut dran, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich meine, erhöht den Schaden oder Begleiter um 33,5% ist schon ziemlich heftig. Und unsere kritisch, das heisst wirklich, jeder, sagen wir, dritte Schuss von uns ist ein kritischer Treffer. Plus haben wir auch noch 11% Tempo. Also wir sind wirklich eigentlich von den Stats her ziemlich gut dran und wir müssen schauen, dass wir die auch wirklich so beibehalten. Weil dann haben wir, wie es aussieht, also würde ich jetzt mal behaupten, haben wir dann, wie es aussieht, kein grossartiges Problem. So, dann müssen wir da rauf und werden wir eigentlich kein Problem haben. Wir müssen einfach schauen, dass wir wirklich die Stats beibehalten. Und dann denke ich, werden wir da einen grandiosen Jäger aufziehen. Dafür müssen wir. Dann gehen wir mal lösen, was da so los ist. Hallo! Salut, toll, Inara! Maldraxxus hat die Bastion angegriffen. Das sind schlimme Neuigkeiten. Bei einem Krieg zwischen den Reichen würde die Macht des Schlunds ungehindert wachsen. Ja, das ist gut möglich. Das sagst du ganz richtig. Ja, die Necrolords sind Meister der Kriegsführung. Doch sie haben die Schattenlande mit ihrer Macht immer verteidigt, nicht angegriffen. Ihr müsst ihre Gründe für den Angriff auf die Kyrianer erfahren. Okay. Verhindert um jeden Preis, dass dieser Konflikt weiter eskaliert. Mhm. Also wir müssen jetzt mal, wie es Ohne aussieht, die den Macht Grund von erfahren. Maldraxxus besteht für uns leider keine große Hoffnung, den Verbannten aufzuhalten. Also ich gehe jetzt mal davon aus, mit dem Verbannten meinen sie unseren neuen Gegner. Wie heisst der? Der Typ da in der Kette im Schlund rein.
Der Kerkermeister, glaube ich. Nein, nicht der Kerkermeister. Irgendetwas in die Richtung. Und ich glaube, mit dem meinen sie der Verbannte. Und ich würde sagen, das heisst, wir werden uns wahrscheinlich als nächstes in dem Fall trifft Kascher im Ring der Übertragung im Oribus. So wie das tönt hat. Ja, aber so wie das tönt, müssen wir auf Madraxus gehen abklären, warum die Nudeln das Gefühl haben, sie müssen jetzt hier Bastion angreifen. Das heisst, es wird jetzt das Gebiet sein. Wundert mich schon ziemlich, was dort abgeht. Würde ich sagen, machen wir uns mal schnellstmöglich auf den Weg dorthin. Jetzt müssen wir mal zuerst mal schauen, wo genau wir hin müssen. Trifft Kaschi. Trifft Kaschi, ich bin da unten schon richtig, oder? Ja. Ja, da hinten ist er. Okay. Das heisst, die nächste Pforte wird geöffnet. Wir sind auf dem Weg. Es gibt immer noch etwas angenehmer. Aktiviert das Tor nach Maldraxxus. Das kennen wir schon, das haben wir ja bei der Bastion auch dafür machen. In dem Fall, let's go. Aktivieren. Oh. Ah, da kommt sogar noch ein extra Szenario für uns. Sehr nice. Wir sehen so schlimm aus, bauchfrei mit dem Teil da. Jeko mir. Hat noch Style, hat noch Style. So erkennt man uns, glaube ich, überall. Wenn wir uns das mal so von näher anschauen, da mit bauchfrei, die Augen zu. Ja. Wirklich ziemlich speziell. So, Quest beenden. Den Pfad haben wir abgeschlossen, das heisst, Bastion haben wir abgeschlossen und ein Land der Zwietracht haben wir noch bekommen. Erfolgsfortschritt. Betretet mal Draxus. Annehmen. Ich bin bereit. Schickt mich nach Maldraxxus. Let's go. Schauen wir uns die neue Welt mal an. Lassen wir uns mal einen ersten Eindruck machen, was genau dort vor sich geht. Let's go. Wir müssen in dem Fall immer so durch den Strom durchfliegen, dass wir überhaupt zu den Ländern kommen. Das haben wir ja vorher da gehabt. Das heisst so, das wird wahrscheinlich dann wirklich der Oribus wird in dem Fall zentral sein über dem Ganzen, nicht der Turm, den ich mal erwähnt habe. Soweit ich weiss, sollte das dann der Turm sein. Wie genau das jetzt abläuft, mir ist mal gesagt worden, das ist unendlich. Aber ich habe da irgendwie mal gelesen, dass es eben momentan bis 8 gibt. Also so 8 verschiedene Ebenen. Die erste ist die leichteste und die zweite, dritte, vierte und so weiter. Das nehme ich dann notierisch unter. Mit dem Jäger zu machen. Mich wundert es, ob ich mit dem überhaupt klarkomme da drin, weil ich gehe davon aus, dass sehr viele Gegner dann aufs Mal kommen. Und mich wundert es jetzt, weil ich allgemein ein Problem habe, dass desto mehr Gegner, desto mehr Probleme habe ich jetzt mit dem Jäger. Das ist das Einzige, was mir wirklich ein bisschen zu arbeiten macht. Aber ich weiss nicht, ob das daran liegt, dass ich meine Talent vielleicht falsch verleiht habe oder dass ich da vielleicht irgendetwas noch abändern kann. Oder eben, ich habe jetzt momentan das Stampfen drin, ob ich wirklich doch lieber Sperrfeuer soll mitnehmen oder lieber das da. Aber wenn ihr dazu einen Hinweis oder einen Tipp hättet, dann schreibt es mir in die Kommentare. Okay, wir sind hier in einer Arena gelandet. Oder was ist das? Okay. Theater der Schmerzen. In einem Theater, okay. Wenn ihr kämpfen wollt, dann beweist eure Kraft. Okay, Großmeister Wolle, Sali. Steht ihr noch hier? Quest beenden. Besiegt 30 Streiter im Theater der Schmerzen. 30 Stück. Ja, nein. Ja, let's go. Zeigen wir denen mal, wer da der Chef im Haus ist. 30 Stück, hat sie überhaupt so viele in der Arena? Ja, die räumen wir einen nach dem anderen weg, ohne Gnade. So, einen haben wir schon. Ich glaube, wir bleiben lieber da ein bisschen bei den Stegen stehen. Ich glaube, da sind wir besser dran. Ne? Also, wie es aussieht, müssen wir uns in dem Fall zuerst beweisen, wie stark wir sind. Sonst haben wir da gar kein Dings. Gar keine Anrechte überhaupt dürfen da anzusprechen, was da los ist. Was ist das da? Meint er mich damit? Ein Kämpfer übertrumpft die andere. Wie es aussieht, meint er wirklich mich damit? Ja, nice. Jetzt würde gerade da Dings Dungeon, aber wisst ihr was? Ich breche jetzt mal ab und sage, ich mache es wirklich so, dass ich entweder die nächste oder die übernächste Folge, ich gehe davon aus, das machen wir in dem Fall die nächste Folge, dass ich mich anmelde, also ins Spiel hineingehen, anmelden und wir an dem Ort bleiben, wo wir waren und wirklich auf die Anmeldung warten. Und dann gehen wir direkt zusammen miteinander ins Dungeon das mal anschauen. So, wie viel haben wir schon? 10 Stück haben wir. Ich glaube, jetzt müssen wir uns da wirklich zuerst mal darum kümmern, was da so los ist. Okay, aber wir werden irgendwie auch die ganze bisschen killen, oder meine ich das nur? Was ist denn das?
Als zuerst etwas anvisieren. Ja, der ist lieber am Reinreden. Ich muss das können aktivieren. Let's go. Okay. Okay, wir sind bei 24, also wir sind ziemlich gut dran da in dem hohen Massenkampf, warum auch immer. Ja, wir übertrumpfen sie alle, wir sind einfach einzigartig gut. So, 28. Jetzt habe ich keine Spezialfähigkeit mehr. 29. 30. Nice. So, wir sind da fertig. Ich gehe jetzt einfach mal da rauf schnell. Quiz beenden. Tötet den Elite-Streiter. Es geht noch weiter, okay. Okay, das heisst so Elite-Gegner sind die komischen Zeichen da neben ihrem Namen haben. Die haben auch einiges mehr an Leben als andere. Und die verträgen auch ziemlich viel, also... So. Let's go. Wir haben da irgendeinen komischen Buff. Verursacht den Schaden um 125 erhöht. Ja, dann, das verstehe ich. Dann kommen wir im Fall pro getöteten Gegner einen Buff über. Mit dem wir dann immer stärker werden. Das ist natürlich ziemlich nice. So. Holen. Wir setzen mal das hier ein. So, der geht mir noch gegen den Keks da. Hör auf mich da die ganze Zeit angreifen. So, wie viel haben wir? 5 haben wir bis jetzt zusammen. 5 haben wir bis jetzt zusammen. Also das geht immer schneller, wenn unser Buff wird immer größer. 150% mehr Schaden und alle 3 Sekunden 8000 geheilt. Also sterben können wir, wie es aussieht, auch nicht mehr grossartig. Aber das finde ich gut, dass sie das gemacht haben. Sonst wäre das schon ein bisschen übertrieben hier in der Arena. Dann haben wir auch immer wieder so Spezialfähigkeiten über, was natürlich ziemlich nice ist. Also sterben kann man wirklich eindeutig nicht mehr. Mein Leben, das hielt sich so brutal auf die ganze Zeit. Also das müsste mich fast schon etwas one-hitten, damit ich da überhaupt noch sterben kann. So, 7 haben wir schon mal zusammen. Also eben, ich kann mich da angreifen, machen und tun, da geht gar nichts. Hey ihr Lölis, ihr sind einfach schwach für mich. Okay, bei 30 ist er stehen geblieben. Ich glaube, das ist das Maximum, das man haben kann. Also wir haben wirklich das Maximum erreicht. So, da. Einer fehlt noch, das ist der letzte. Come on. Hoppa, nice. Und wir sind hure schnell. Wir rennen das so komisch, okay. Ja, du, Grossmeister Wolle, wir haben es schon erledigt. Quest beenden. Tötet Champion Rin Mar und Champion Mildritz. Dafür können wir Todeschakram über. Okay, das lesen wir aber nachher mal durch. Wir gehen jetzt da, das ist einer. Gehen wir den jetzt erst töten. 64'000 Leben. Für uns glaube ich gar kein Problem mit dem Buff, den wir da gerade momentan haben. Nein, gar kein Problem, wirklich gar kein Problem. Ich kann machen und tun, was er will. Der Champion-Gegner haut mir die ganze Zeit auf den Zipfel. Und wir sind trotzdem da... Ich muss nicht mal meine Drachenfalken heilen, die werden einfach... Oh, so geil! So geil! So, stirb! Dann räumen wir den schnell da aus dem Weg. Weil dann mir da die ganze Zeit gegen den Keks geht. So, dann fehlt noch ein grosser. Da, ne, das ist der da. Champion Mildritz, jawohl. Let's go! Der nächste Streamer auf den Keks hauen, 60'000 Leben. Gerade momentan für uns gar kein Problem. So. So, Löli, deine Zeiten haben geschlagen. Du kleine Made. Oh, zieht mich immer wieder an, die kleine, fiese Drecksau. So, nice.
So, dann haben wir das auch erledigt. Also wir sind da, wie es aussieht, voll die Champions hier in der Arena. Da geht wirklich voll das Gemetzel ab. Da haben wir noch ganz einen grossen. Mit 60'000, 80'000 Leben. Mit dem müssen wir uns momentan ja nicht messen. Vielleicht kommt das ja gerade noch. Also ich habe gerade mega Freude dran. Quiz beenden. Was? Der finale Kampf beginnt? Okay, die Arena frei. Es ist doch eine Arena, kein Theater. Das bringt mir aber nichts. Wir haben etwas Besseres. Besiegt den obersten Champion Mescal. Nur noch 2 sind übrig. Okay, also wir zählen schon als Legende und wenn wir die töten, dann sind wir eine endgültige. Wirft ein tödliches Chakram auf euer aktuelles Ziel, das rasch 7 mal 383 Schattenschaden verursacht und auf weitere Ziele in der Nähe überspringt. Jedes Mal, wenn der Chakra-Schaden verursacht, wird sein Schaden um 50% erhöht und ihr erzeugt 3 Fokus. Ui, also trifft 7 Mal, bei jedem Mal 50% mehr Schaden. Also eigentlich nicht mal so eine schlechte Attacke. Probieren wir das gerade mal aus. Boah, das macht schon guten Schaden. Also. So, zuerst muss er mal meine Drachenfalken töten, bevor er überhaupt an mich ankommt. Wir sind die Legende vom Theater der Schmerzen. Let's go! So. Wir haben es fast, 80'000 Leben, ohne Problem geschafft. Danke, danke! Wir wissen, wir sind die Besten. Danke vielmals. Seht genauer hin, Gamal. Unter uns ist ein lebendiger Sterblicher. Wenn wir reinschauen. Sindane, ist das der Störenfried, der unseren Handel vereitelt hat? Jawohl. Ganz genau. Dieser Sterbliche hat also euren Verrat gesehen. Eure Häuser haben die Bastion angegriffen. Hochverrat an allem, wofür der Primus stand. Der Primus ist Geschichte, Grexus. Wo bleibt euer Hunger nach Ruhm? Ist im Haus der Auserwählten der Appetit vergangen? Wir sollen die Schattenlande schützen, nicht erobern. Ruft eure Armeen zurück oder stellt euch meiner Klinge. Wohl kaum, Grexus. Euer Schwert wird brechen. Tötet sie alle! Auserwählte, zu den Waffen! Das habe ich schon gemeint, man hat mich mit auserwählt. Okay, also wie es aussieht, sind die 2 verantwortlich für den Angriff auf Bastion. Das haben wir jetzt schon mal herausgefunden. Und wir sind Stufe 54. Jupp, jupp. Nice. Hä, was jetzt? Fremdling, haltet durch. Wir kommen hier Okay. raus. Okay. Ich Und wie es bin aussieht, hat- Baronin Draka. Das Draka? Haus der Auserwählten steht euch bei. Keine Zeit für Worte. Wir müssen los. Ja, wir müssen los. Ich weiss nämlich, ich glaub's wer du bist. Draka. Die Mutter vom Thrall. Ist das die Draka? Von der habe ich eben auch ein Video gesehen. Okay, alles klar. Aber wie wir jetzt gerade mitbekommen haben, 2 eigentlich das mal Draxus verraten und wollen jetzt da Bastion und die gesamte Schattenlande einnehmen. Während einer komplett dagegen ist und sie haben etwas von einem Primus gesagt. Darum. Festhalten. Ja, papapapap. Das ist ein kleines Krätzchen, das überlebt man locker. Baronin Draka. Sally! Ist das die Mutter vom Thrall? Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das bitte gerne in die Kommentare schreiben. Aber soweit ich weiss, ist das die Mutter vom Thrall. Quiz beenden! Der Feind hat uns umzingelt. Meidet die Hauptstraße. Okay, die Hauptstraße meiden. Bewaffnet 8 vertriebene Plünderer mit verstreuten Waffen aus dem Eisengraben. Das ist der einzige Ah, nochmal eine Weg zum Quest. Haus der Unter dem Auserwählten. Tod wandeln. Tötet 8 ungebundene Todeswandler. Springt den Herz
Herzen. Wo sind wir da nur gelandet? Du nehmen wir nochmal eine Quest. Lese 3 verblasste Inschriften. Okay. Also dann müssen wir E8 töten. Das ist doch gut, dass du uns angreifst und die da müssen wir bewaffnen. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Okay, die machen jetzt guten Schaden. Aber leider mir und nicht meiner Drachenfalken. Also es könnte ab und zu vielleicht sogar noch kritischer werden, wenn wir dann mehrere aufs Mal angreifen. Aber ich bin jetzt gerade kurz... der hat mich doch noch gesehen. Ja moin. Ja moin, die Nudeln. Kann ich jetzt gerade die Waffe da an mich nehmen? Und den Zauber unterbrechen, der macht gröber Schaden. So, unser Buff ist nämlich weg, den wir vorher mal hatten. Also wir werden in dem Fall, also die Maldraxxus ist Auserwählten... Heimat derjenigen, die für den Kampf gelebt haben. Hier wird Stärke geschätzt und belohnt. Okay, also das ist wirklich so... Das Land existiert auf dem, wer der Stärkere ist, der Stärkere gewinnt. Irgendwie in die Richtung. Okay. Sehr speziell der erste Einblick. Wirklich sehr speziell. Macht er gerade das gleiche wie ich. Klau mir nicht meine Waffen. Da haben wir noch Waffen gerade. Den rüsten wir aber auch gerade aus. Waffen geben. Da hinten hat es noch recht viele Waffen umeinander, aber ich glaube, die läuft gerade da. Dann können wir die leider nicht einsammeln. Außer es zählt pro Person und nicht pro Spieler, aber es sieht ganz danach aus, als könnten wir die aufnehmen trotzdem. Okay, let's go. Können wir die zwei auch noch schnell einsammeln, dann haben wir gerade wieder 3 Waffen. 2 haben wir schon, das heisst 5 im Gesamten haben wir schon mal. Das heisst 3 Waffen brauchen wir noch. Und wenn wir noch Inschriften lesen, da hinten haben wir eine. Okay. Okay, Drache unterstützt das nämlich auch gerade fleissig, das ist schon mal gut. Dann machen wir uns auf den Weg da hinten, um die Inschrift zu lesen. Also 8 von denen haben wir ziemlich schnell getötet, wie es aussieht. Das ist jetzt schon Nummer 5. Schnell töten, ich kann sie nicht unterbrechen, leider. So, noch. Einmal lesen. Lady Quimby, Haus der Rituale. Ihre Hexerei war unübertroffen. Sie sprach Worte der Macht und ihr Gegner zerfielen zu Staub. Und obwohl ihr Phylakterium zerstört wurde, verteidigt sie die Schattenlande bis zu ihrem letzten Augenblick. Okay. Eine Hexerin, die das Haus verteidigt. Das Einzige, was mich noch wundert, ist der Primus. Er hat gesagt, der Primus sei nicht dumm ist. Ob das der... Wir haben ja in der Bastion haben wir die Arche, die Herrscherin von der Bastion. Und mich wundert, ob der Primus der Chef eigentlich wäre von Maldraxxus und der vielleicht jetzt irgendwie verschwunden ist. Ich gehe mal von irgendetwas in die Richtung aus. Ich bin ein ganz bisschen im Hirn, was die so ein bisschen gesagt haben. Kommt, dann nehmen wir zuerst die Waffen auf. Jetzt stehen die 5 Häuser im Krieg. 2 sind gefallen. Die Auserwählten dürfen nicht verlieren. Okay, aber die Auserwählten sind die das Problem damit haben, dass die Bastion angegriffen haben und Drakan gehört. Gehe ich jetzt mal davon aus. Auch zu denen dazu. Das ist natürlich ziemlich gut zu wissen und ziemlich nice, dass wir dann mit denen zu tun haben. Das heisst, eigentlich sind wir da auch wieder in einem Kriegsgebiet, wo alle eben 5 Häuser, wie sie jetzt gesagt hat. Geht es davon aus, wir haben jetzt vorher 3 gesehen. 2, also 3 grosse, also 3 Anführer. Wahrscheinlich kennen wir in dem Fall nicht einmal alle. Ich muss ein bisschen schauen, dass wir da nicht zu fest reingehen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt wirklich einfach ein bisschen weiterspielen, damit wir mehr erfahren. So, du Nudle! Also das haben wir schon mal erledigt, 8 von denen. Und ich glaube, wir hätten sogar genug Waffen zusammen, um alle ausrüsten, die wir müssten. Nein! Wieso habe ich so wenig Waffen? Ich habe doch noch mehr Waffen gehabt, nicht? Bei dieser Schlucht hat es noch eine. Wo haben wir noch viele Waffen? Ja, wir müssen fast da noch schnell räumen, dass wir dort die Waffen rankommen. Könnt ihr auch schon Quests bei ihnen abgeben? Ich habe gedacht, wir machen dann am Schluss alle beieinander abgeben. Alle 3 aufs Mal und wir sind ja sowieso schon Level up, also wir sind gut dran, So, Waffen aufgenommen.
Da hinten haben wir noch Waffen. Die schnappen wir uns kurz. Die rüsten wir aus. Du kommst mir mega verchillt über da mit dem Rumhäukeln, nichts am machen. Du hast dir eine Waffe verdient. Komm, let's go. So, dann wird das aber auch die letzte Waffe sein. Das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, sind die Inschriften gelesen. Das müssten wir uns dann mal noch schnellstmöglich kümmern. Oh nein, zuerst die Waffe. Ich wollte am Schluss alles abgeben. So, dann versuchen wir uns mal irgendwie an die Tafeln zu schleichen. Eine müsste irgendwo da hinten sein. Also wenn wir jetzt nochmal einen Kampf haben und wir können das nicht umgehen, müssen wir es halt machen, aber was ist das? Bodenauswuchs. Okay. Hörst du mir das schnell, Weinot? Irgendwo da. Da am Boden. Da bei der Statue. Sali! Öffnen! Mesil des Phantom, Haus der Augen. Keine Schatten vermochte es ihm, ihren Blick zu trüben. Wertvolle Informationen, die sie mit Blut und Aufopferung erkaufte, sicherte Maldraxxus den Sieg gegen die Leere. Dies ist der größte Erfolg der Spionage. Also wieso tun wir da eigentlich die Inschriften von verschiedenen Häusern lesen, oder? Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber ich glaube, wir fahren bald mehr. Oh, wieso greifst du mich an? Ich bin doch so schön weg von dir. So schön weit weg von dir durchgelaufen. Der greift auch an. Dann probieren wir da mal unser Chakram nochmal aus, weil das macht, glaube ich, noch deftiger Schaden. Aber, hä? Schon vorbei? Ich kann nichts zum Unterbrechen. So, ich kann nichts zum Unterbrechen. Mega mühsam. Den müssen wir noch wegräumen, weil dann können wir nämlich hier den letzten noch nehmen. Den tun wir bewaffnen da. Der ist da fleissig am Arbeiten. Der ist ein richtig gutes Vorbild gegenüber dem anderen, der dort angeküchelt ist. Und die Frage ist jetzt, ob ich ihn einfach seine Arbeit machen oder ob wir ihn ausrüstet. Aber ich glaube, komm, der ist es. Der ist der Auserwählte, den wir nehmen. Hat es nicht geklappt? Doch, hat aber geklappt. Okay. So, und dann tun wir noch das letzte Teil lesen. Und zwar Rakel des Ekul, Haus der Seuche. Seine Mixturen vergiften jeden, der sie berührt. Er ließ Fleisch von den Knochen schmelzen, füllte Lungen mit Galle und ließ Herzen aus Stahl vor Furcht erzittern. Nur wenigen ist es jemals gelungen, dermaßen mächtige Waffen zu erschaffen. Okay, also wir haben jetzt bis jetzt 3 Häuser mitbekommen. Einmal Haus der Seuche, die anderen 2 habe ich schon wieder vergessen. Ich Löli. So, Erinnerung, Quest beenden und dann haben wir noch benutzt das Kriegshorn des Barons, um Malefice zu besiegen. Dafür will wir 2 neue Schmuckgegenstände bekommen, also einen davon. Aber ich glaube, das schauen wir uns später nochmal an, weil ich persönlich denke, wir suchen uns hier jetzt ein gemütliches Plätzchen. Also gemütlich ist da nirgendwo, da ist alles ein bisschen, ja, keine Wiese, nichts Grünes. Aber wir lassen es mal so weit stehen. Ich glaube, wir werden uns in der nächsten Folge entweder den Malefice töten oder direkt in ein Dungeon gehen. Also entweder machen wir jetzt wirklich die nächste Folge ein Dungeon oder übernächste Folge. Ich glaube, das ist so das Richtige, was wir machen können, dass wir dann auch die anderen Quests noch abschliessen können. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat Spass gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde World of Warcraft mit dem Schweizer. Danke vielmals und ciao!